Es gibt Orte, an denen Geschichte geschrieben wurde, die aber trotzdem kaum jemand kennt. Einer dieser Orte liegt im Herzen Europas, in Reims. Es ist natürlich nicht die berühmte gotische Kathedrale, sondern ein verborgener Ort, der vor 80 Jahren für eine Nacht das Zentrum der Welt war. Eine Schule, ja, eine ganz normale Schule. Genau hier ist es, auf der Rue Franklin Roosevelt, dass am späten Nachmittag des 6. Mai 1945 ein amerikanisches Armeefahrzeug vorfährt, aus dem 2 deutsche Offiziere aussteigen, die sofort in dieses Schulgebäude eskortiert werden. Generaloberst Alfred Jodl und sein Adjutant Major Wilhelm Oxenius. Niemand weiß, schon gar nicht die Schüler dieser Schule selbst, dass im Mai 1945 das alliierte Oberkommando hier residiert und General Eisenhower vom Kartenraum dieses Gymnasiums aus die Geschicke der westlichen Alliierten leitet. Unter allen geheimen Räumen Europas war dies der geheimste, schreibt später ein Zeuge dieser Nacht. Die Deutschen waren gekommen, um eine teilweise Kapitulation nur an der Westfront zu verhandeln. Sie wollten an der Ostfront weiter gegen die sowjetische Armee kämpfen. Aber Eisenhower bestand auf einer Gesamtkapitulation. Schließlich wird spät in der Nacht, im Morgengrauen des 7. Mai 1945, um 2:41 Uhr die bedingungslose Kapitulation von Hitler-Deutschland unterschrieben. Sie tritt erst am nächsten Tag, am 8. Mai, in Kraft. Auf Wunsch der Sowjets wird das Dokument auch noch einmal in Berlin unterzeichnet. Die dunkelste Zeit in der Geschichte Europas geht damit zu Ende. 12 Jahre Terror, 6 Jahre Krieg, der Holocaust, die schlimmsten Verbrechen, die die Welt je gesehen hat, enden hier, in einer Schule in Reims. Als das Hauptquartier geschlossen wird, gibt der Oberkommandierende die Schlüssel dem Bürgermeister von Reims zurück mit den Worten: Dies sind die Schlüssel zur Freiheit der Welt. Der Anblick der Schlüssel hat mich sehr berührt. Auch wenn sie heute nur noch Schlüssel in einem kleinen Museum in einem Gymnasium sind und es die Türen, die sie geöffnet haben, längst nicht mehr gibt. Von meiner Kindheit an habe ich 80 Jahre in dem Frieden gelebt, den die Nacht in dieser Schule uns allen gebracht hat. Heute herrscht im 4. Jahr wieder Krieg in Europa. Es ist auch ein Krieg gegen Europa. 80 Jahre nach der Befreiung unseres Kontinents begreifen wir Europäer wieder, dass Frieden nicht selbstverständlich ist. Es liegt jetzt an uns, die Schlüssel zur Freiheit selbst in die Hand zu nehmen.